Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fedwitzen und zeige euch heute ein Tutorial oder Anleitung, wie man vom Richtschützen den Basilisk am besten erledigt. Ja, ich habe einen Haufen Anfragen gekriegt. Wie geht das? Ich habe das schon tausendmal gespielt und ich komme nicht durch. Und ja, jetzt haben wir gedacht, lesen kannst du viel. Video habe ich glaube ich noch gar keins gesehen. Und darum mache ich das. Dann würde ich sagen einmal, schauen wir uns das Ding an und packen wir es. So, meine Freunde, es geht in dem Video um die Quest vom Richtschützen. Beziehungsweise die Felduntersuchung, ja. Da haben doch einige Probleme gehabt, dass den Basilisken äh, richtig umnierten, ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt das Video. Und zwar geht es um das, zerstören Sie Basilisks Rüstung und besiegen Sie ihn dann auf Roosevelt Island. Kann nur in Schwierigkeitsgrad normal oder schwer abgeschlossen werden. Die anderen Dinge, die sind ganz klar. Nur beim Basilisken muss man auf ein paar Sachen aufpassen, weil sonst zahlt das nicht. Also erstens, meine Empfehlung, spielt's allein, weil man muss sowieso auf normal oder auf schwer spielen, weil her bringt's nichts, also ist eh angegeben da, ja. Dann zieht's euch einen Tank an. Ich habe meinen Support-Tank hergenommen, den verlinke ich dann da oben. Könnt ihr nachbauen oder was ähnliches, ja. Und man muss, sage ich mal, die richtige Reihenfolge einhalten, wo man die Rüstungsteile von den Basilisken wegschießt. Also wie gesagt, ein Tank anziehen, eine Pistole nehmen, die wo nicht allzu viel Schaden macht. Und dann praktisch zuerst einmal die Schienbeine wegschießen oder Knie, dann die Arme, dann Brust und dann die Rüstung vom Kopf. Und dann umlegen. Und dann sollte das zählen. Unbedingt beachten, es muss die Mission fertig spielen. Also nicht nach den Umnierten dann ausschalten, dann habt ihr ein Problem, weil dann zählt es nämlich nicht. Also man sollte die Mission einfach auf schwer dann durchlaufen, das ganze Roosevelt, und dann zählt das ganze Ding zusammen. Und ich zeige euch dann ein Video, das blendet jetzt dann oberst ein und da sieht man, wie ich das gemacht habe. Durch den Support-Tank ähm, kann mit der praktisch überhaupt nichts tun. Also da macht er überhaupt keinen Damage. So habe ich aber Zeit dafür, dass ich praktisch die Rüstungsteile genau triff. Ich habe den Achilles drin, den, wenn man aktiviert, sieht man die Rüstungsteile vom Gegner. Weil es noch mal so ein kleines Handicap drin. Zwei Rüstungsteile sind optisch nicht ersichtlich. Das sieht man nur, wenn man einen Achilles hat. Oder man weiß, wo die Dinger sind. Weil rechts unten die Schienbar-Rüstung, die sieht man nicht. Und an der Schulter ist eine Rüstung dran, die sieht man auch nicht. Und darum wird es bei manchen so ein bisschen fackeln, bis da durchkommen. Ja, jo, soweit, so viel. Ich lasse jetzt das Video da oben ein bisschen laufen und dann schauen wir mal. Also wird da oben einblendet. Mein scheiß Kameraspiel wieder. Und ja, so viel dazu. Dann glaube ich, hätte ich alles durch. Es gibt nur eine Stelle, wo der Basilisk nicht hinkommt. Die ist rechts neben dem Eingang. Das ist aber ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist bescheißen und mehr sage ich nicht. Die Stelle selber müsst ihr dann selber rausfinden. Aber wenn jetzt einer den Achilles jetzt nicht hat, ja, man erkennt, wo man es getroffen hat, an die blauen Zahlen, dann hat man die Rüstung getroffen. An die Zahlen so orange, zumindest bei mir ist es so mit der Farbe, dann hat man praktisch ihm selber getroffen und das ist nicht gut. Weil wenn der jetzt halt umfällt, bevor die Rüstungsteile weg sind, dann kann man wieder von vorne anfangen. Und das ist das Ding. Ich habe selber relativ lang gebraucht, darum kann ich auch das Video machen, weil ich einfach keinen Nerv mehr gehabt habe. Ich habe das ein paar Mal probiert, aber der leckt mich doch am Arsch. Und ja, jetzt habe ich es gestern nochmal durch und habe es auch geschafft dann. Ich habe am Anfang auch keinen Tank nicht gehabt, keinen gescheiten. Und wenn man jetzt ein normales Damage-Set hat, wo es jetzt halt auf dem Schwierigkeitsgrad nicht wirklich braucht, dann ja, viel Spaß beim Laufen. Ja, Husten. Viel Spaß beim Laufen. Ja, man muss aber schauen, dass man nur die Teile trifft.
Wie das einer dann macht, ist eine Lust, ist an jedem selber überlassen. Wie gesagt, nehmt einen Tank, meinetwegen, wie gesagt, von mir oder auch von jemand anderen. Aber der sollte halt dann schon heftig sein und ja. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich werde jetzt dann das einblenden. Habe ich schon dreimal gesagt, glaube ich. Ja. Ja, ich tue jetzt das ein bisschen schneller laufen lassen, weil jeder weiß, was er zum Tag hat. Also zuerst die Beine, dann die Arme, dann die Brust, dann der Kopf. Und alles, was jetzt da blau aufleicht, ist dann der Damage, der wo auf die Rüstung gemacht wird. Ne? Ein paar Mal schießt ja daneben, wie man sagt. Jetzt, wenn man natürlich ein Setto hat, das wo es nicht so tanky ist, ja, dann wird man mit dem Laufer nicht fertig, weil der mit seinem Hammer schon ganz schön hinhaut. Ja. Nur wenn man sieht, bei meinem Scheitel oder bei meiner Rüstung, bei meiner Rüstung, da rührt sich halt gar nichts. Ja. Hat man halt Zeit zum Zielen und da ist das eine todsichere Sache. Ja, dann wieder ein Achilles rein, dann kann ich wieder nachschauen, wo es noch feit. Und ja, so geht es halt dann durch bis zum bitteren Schluss. Und wenn er dann sein Helm auch noch verloren hat, dann haust du ihm die Rübe weg und dann hast du das Ding gewonnen. Was noch vielleicht eine Idee ist, spielt es wirklich allein und nicht in der Gruppe. Und wenn es in der Gruppe läuft, es darf kein anderer Agent auf den Basilisken hinschießen, als wie der die Quest gestartet hat oder der, wo praktisch der, wie soll ich sagen, der Gruppenleader ist. Ja. Es geht auch nur für jeden Einzelnen. Der, wo der Leader ist, der muss seine Quest und möchte seine Quest machen, die anderen dürfen schon mitlaufen, aber es darf auf gar keinen Fall einer auf den Basilisken schießen, sonst zählt das nicht. Man muss alleine die Rüstung wegschießen. Unbedingt. Ja? Weil sonst funktioniert es wieder nicht. Das ist halt für jeden, ja, jeder Einzelne darf da die Quest abschließen. Was gibt's da? Hinterher, glaube ich, gibt's was zu nutzen und ich glaube einen Skin für die Railgun. Ja, bin mir aber jetzt nicht sicher, weil es mir auch wurscht ist. Aber ich habe jetzt das Ding gemacht, man sagt, jetzt habe ich den Start schon mal runtergeschossen und irgendwann ist er dann echt hinüber, der Bursch. Das Ganze hat dauert, glaube ich, in Echtzeit 6 Minuten bestimmt, weil ich mir Zeit lassen habe, weil ganz schnell passiert es, dass man daneben schießt und dann bläst es weg und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Wenn einer von vorne anfangen muss, weil er jetzt erschossen hat, einfach die ganze Roosevelt-Ding nochmal starten und ja, dann kann man es nochmal von vorn probieren. Das hat auch funktioniert. Ich habe es tatsächlich dann mit der Rüstung auch, ich habe es zuerst mit der normalen Rüstung probiert, also da habe ich irgendeinen Striker oder was angehabt, ist aber stark für die Aufgabe da, also ein Tank, der wo wenig Schaden macht, aber viel aushält und dann funktioniert das Ganze. Also, wenn euch das Ding weitergeholfen hat, lasst mir ein Abo oder Like da. Oder auch nicht. Ich würde mich freuen drüber, haut mir auch ein wenig Viere. Also bis zum nächsten Mal, man sieht sich. Oder auch nicht. Auf Wiedersehen. Servus.